Merci, Herr Präsident. Herr Präsident Lützeburg geht zu Louis Wakrech. Wir sind mit den Konsequenzen von den Ursachen vom Lützeburger Modell konfrontiert. Over zu mir als gebretzt, wie dichtig mal wären mit dieser loser Finanzpolitik an all die anderen Länder als Nopren für Rupp wären so los, aber es reüssit. Mit loser hat mehr vom Wunderland Lützeburg gefangen mit Brickelen. Probleme hefen se schon, der Chômage kann doch zu Lützeburg schon en gewissen Zeit, Darmut klemmt, Juncker, die Kurzzeitkontrakt no anderen mussssen unholen Transport den überfordert als annatierlich Wohnungsnot. Bei der Wohnungsnot ist lang nicht viel geschieht politischem Niveau, oder besser gesagt nicht unbedingt das richtig. Der hat auch eine Erklärung betraf waren für allem lange Zeit bei den Lokatären der Jahrbestadt, die am ärmsten waren, Leute, die sowieso kein Wahlrecht hatten. Dabei kommt, dass auch immer mehr Leute angefangen haben, über die Grenzen zu gehen, die dann nicht mehr auf dem lokalen Wohnungsmarkt zu finden waren oder sind. Der ganz schlecht regulierte Markt an Kontrollinstanzen, die nicht oder schlecht funktionieren, drohen stark zur Wohnungsmisere bei. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Die von der Loyes-Kommission an der Stadt, da wo die Preise wahrscheinlich am höchsten sind. Wenn sie zum Beispiel von einem Lokatär saisiert wird, weil den zu Recht der Meinung ist, dass sein Loyer total übertrieben ist, weil der Lokatär kennt nämlich Gesetzgebung erweist, dass es ein gesetzliches Limit gibt von 5% vom Kapital investi, da geht ein angeladen. Und da geht gefroht. Und da geht der Proprietär angeladen. Und da geht gefroht, wie viel ihr investiert für die Wohnung. Oh, sagt der Proprietär, Pi mal Daumen so viel. An der Reihe, kriegt er gesagt, geht nicht nur Dokumente gefroht, geht nicht nur einem Akt gefroht, Pi mal Daumen, das geht durch, ganz unbürokratisch. Und zur Krönung geht der Lokatär auch noch zur Sau gemacht, dass nie überhaupt Kommission saisiert wird. Das lebt hier so, wir werden noch am Stadter Gemeinderat darüber diskutieren. Das sind Beispiele nicht vielen, leider wahrscheinlich auch als das kein Einzelfall. Apropos zu Heichloyen, ein kleiner Assis aufgrund von der Intervention von Herrn Hahn für Drohnen, wo ein aufmerksam gemacht wird, wann in dem der oder die andere Mesure misstuellen, dass du nur das provozieren, dass gewisse Loyen giffen an Tisch gehen, es kann den auch Loyer bremsen. Wir haben eine Proposition de Loi dazu deposiert und gibt wahrscheinlich vielleicht noch andere Modelle. Für was haben wir dann so ein Problem wie am Logement? Da gibt es ja 3 Punkte, die ich so. Es gaufen nicht, und es gibt nicht genug öffentliche Wohnungen gebaut, die abordabel sind. Knapp 2% sind es zurzeit. Es gibt wenig Länder in Europa, wo es zu wenig ist. Weder in Frankreich, noch in Deutschland oder in der Belgien. Zweitens, Lokatäre Rechte, sie sind aber nicht effizient genug, also sie sind sowieso denen allerwenigsten bekannt. Also sie sind sogar nicht respektiert, wie ich für Drohnen auch nach gewesen nun. Dabei als Lützeburg Meister, wenn es geht, Public Relations zu machen, da könnte der Staat zum Beispiel auch eine kleine Kampagne starten für Lokatären, für über die Rechte abzuklären. Gibt auch nicht so viel Kosten, Männer wie die Nation Branding und gibt mehr bringen. Drittens, man wurde mit den Wohnungen geht am großen Stil spekuliert. Da das gewusst. Das ist sogar die größte Ursache vom Problem. Großspekulation. Bei dem Problem ist die Regierung aber auf beiden blank. Für Klarheit zu schaffen, hat man eine Motion deposiert, für einen Bericht zu machen über den Abfluss von den Fonds an Gesellschaft nach Preisspirale. Also erst mit Ach und Krach an die Logementskommission, wo vielleicht an die Finanzkommission geschickt ging. DP war nicht dafür, weil sie wahrscheinlich nicht interessiert ist, dass die Öffentlichkeit kennt, wie schuld wirklich unter Logementsmisere ist. Die 3 Punkte mit denen kombiniert und zu aktueller desolater Situation geführt. Das ist nicht so, wie wenn ihr nichts machen könnt. Und es geht ja Versicht für 11 Jahre, kommt den ersten Pack Logement auf den Tisch. Ich gehe noch nicht darüber im Detail ran. Wir haben sowieso keine Zeit, mal nicht für auf den Pack Logement 2.0 ranzugehen. Wir schon demos waren ein paar Mesure vorgesehen. Gemenge kruten Hilfen für den Bau von subventionierten Wohnungen. Sie kriegen noch Geld, was da wundervoll geklommen ist, was eine so viel einseitige Mesure war, wie wir alle auch auferstanden sind für zu sagen. Was aber interessant war, also auch, dass Gemengen auch eine Tax konnten abheben auf edelstehende Wohnungen. Das alles hat aber das Problem von der Wohnungsnot nicht gelöst. An unseren Nahen hat auch eine Ursache, nämlich die,
dass die Mesuren hauptsächlich auf Volontariat basiert hun. Das erklärt dann eben auch, dass zwar ganz viel Gemengen subventioniert Wohnungen gebaut hun, mir war aber all Chaos a ganz kleinem Moos. Und das hat doch Ursachen. Einerseits haben gewisse Gemengen gezickt, weil sie nicht über die Mittel verfügen, für den Bau und Gestion von den Wohnungen am Griff zu kriegen. Das ist auch ein Argument, das nachvollziehbar ist. Aber dann ist es, wie so oft, heute zu Lützelburg, es wird festgestellt, dass es nicht klappt. Mit Lösungen gibt aber sehr wenig Gesicht oder es wird ewig Schläfe gelost. Nicht zu schwätzen von der Tax, dann auf Eidelstund Wohnungen. Ganz wenig Gemengen haben sie angewandt. Da gouf natürlich argumentiert, dat Gesetz nicht klar genug wie für es können zu applizieren. Das ist teilweise richtig, aber auch nicht ganz. Weil Ausführungsmöglichkeiten waren du schon vorgesehen. Aber wir mengen, dass man ein Minimum an Fantasie und hauptsächlich politischem Willen in etwas hat erreichen können. Herr Präsident, Gemengen können Sie aber auch nicht ewig an der präsumierter Schwierigkeit verstoppen. Es wäre ganz schwer oder sogar unmöglich zu wissen, ob eine Wohnung bewohnt wird oder nicht. Es gibt Gemengen, und das wird auch schon gesagt, die nicht wenigstens Versicht, die nicht hinkriegt, plus ou moins bien. Also die Gesetzgebung war auch nicht perfekt, das will ich auch nicht so. Echt Bierkrisch, Dickkrisch, echt sauer, erst danach reden auf der Erde, Wanseler, Reiser. Stadt Lützelburg hat es nicht hingekriegt, oder besser gesagt, sie hat es ganz schnell fallen gelassen. Da war kein Interesse drin. Aber es gibt Möglichkeiten, für das zu machen, und das ist auch am Gesetz vom aktuellen Parklogement vorgesehen, und zwar im Artikel 16, die seht, dass eine Gemeinde die Möglichkeit hat, festzustellen, über das Bevölkerungsregister, dass eine Wohnung über 18 Monate lang idle steht. Das ist schon möglich. Am Artikel 20 seht ihr auch, dass der Bürgermeister Chefverrat der Gemengenagenten die Möglichkeit können geben, für Konstat zu erstellen, dass Wohnungen nicht bewohnt sind. Das ist also schon möglich, wenn die Gemeinde es will, also sich natürlich auch die entsprechenden Mittel gibt. Dafür sind wir auch der Meinung, dass die Gemeinden durch das Parklogement 2.0 obligiert müssen gehen, für innerhalb von den nächsten 2 Jahren ein Register aufzustellen von den Wohnungen, die idle stehen. Und dann sollen sie bis spätestens 2022 eine Gemengentax abheben und von da aus alle 2 Jahre einen Bericht erstellen. Dazu wollen wir dann noch eine entsprechende Motion deposieren. Merci. Zu den Mitteln werden wir auch noch eine deposieren. Aber es war so oder so, also es nicht zu verantworten, dass die Regierung sich, auch wenn viele Sachen am Parklogement 2.0, die bislang präsentiert wurden, in die richtige Richtung gehen. Aber der Hauptfehler war ja den aus der Vergangenheit, dass nicht gelehrt wurde, dass es nicht nur auf gute Willen kann beruhen von all den Akteuren. Herr Präsident, ich hatte schon an einer anderen Rede gesagt, nämlich, dass das Majorität die sich schon 6 Jahre am Amt ist, an nicht 7, wie ich fälschlicherweise gemeint hat. Und ich kann Ihnen behaupten, dass die Parklogement die echt größere Reform am Logementswesen von dieser Regierung ist. Und das ist sich nicht dick, nur 6 Jahre, wenn es recht ist. Das Problem von diesem Parklogement sind sich nicht die Einzelmesuren, die die Gemengen erholen könnten. Das Problem ist gerade den, dass sie können, wann sie wollen. Aber wir müssen noch ehrlich sein, also wie viel, nicht alle Gemengefeierungen ticken, um Gottes Willen, keine Sozialwohnungen. Das ist eine Realität, eine politische Realität. Wir meinen schon, Herr Präsident, dass der Bau von Wohnungen, von bezahlbarem Wohnraum nicht nur soll eine Könnesache sein, sondern auch eine Verpflichtung von den Gemengen an zu ihrer Kehraufgabe gehören soll. Dafür deposieren wir heute eine Motion, für das Gemengegesetz dementsprechend geändert soll gehen, dass der Wohnungsbau auch zu einer primären Aufgabe von der Gemeinde soll gehen. Merci. Das heißt natürlich auch, dass die Gemengen die Rolle von einem öffentlichen Baupromoteur soll gehen. Und natürlich soll gesetzlich das auch festlegen. Wann in den Gemengen neue Verpflichtungen gibt, muss in ihnen aber auch selbstverständlich die nötigen Mittel gehen, für die Aufgabe können zu meistern. Sie wird Humanmitteln, wie auch finanziell und technisch Mitteln. Herr Präsident, der dämonische Premier Jean-Claude Juncker hat an einer bekannten Rede zur Lage von der Nation zugehen, dass er sich nicht genug für das Logement engagiert hat und dass er das bereuen. Immerhin hat er an einer Rede zur Lage von der Nation zum Logement geschwärzt, da das anscheinend aus der Mode kommt.
Denno ass leider séier wenig geschiet. Viel Jore sie vergangen an de Problem ausgewurs wie nach nie. Als enger Lächterie zu la vun der Nation huet den aktuelle Premier et Jomollet firnedig gehalen Roban ze goen, well de Logement wie so wichtig, dat den Premier net zu kind schwatzen. Me wat nach mé kras ass, dat wo se epischen Interview am Lützeburger Land, den et muss so nu schwadronieren net mit zu toppe war. An den Journalist war ganz gut, da war evident vorgestellt, war wohl kein Fallfront dabei. Du nur aufgesehen, dass den Premierminister von einem Droit de Reserve schwätzt, für sich nicht müssen zu allen Sujets ausdrücken. Ich wusste nicht, dass den Regierungschef den Droit de Reserve hätte. Das gibt sich auch Beamten applizieren. Von der Frieden sich wenig überhaupt nach etwas kann so. Und der Grand Duc vielleicht mit denen hat gerade auch nach in der Tisch. Wir sind bei Beamten gehen. Das ist wirklich problematisch. Ich hatte den Eindruck, dass den Devoir de ne rien faire war, zum Beispiel an der Logementspolitik. Weil ihr seht, ja, okay, Taxieren von Edelstund Wohnungen, das müssen wir machen. Ich veux bien, weil das sowieso auch noch an der Gesetzgebung ja im Prinzip schon vorgesehen. Ja, und dann aber eine Steuer auf Baulandspekulation, das soll nicht geschehen. Großpromoteuren der Gesellschaften, die mit Bauland spekulieren, an Preise vierstellig an die Luft treiben, die sollen laut Premier errogelos gehen. Ich meine, das war ein Wort, das auf viele Plätze gefallen ist. Und so gehen wir ganz klar das Signal Richtung Spekulanten gesandt. Macht ihr keine Sorgen, dass die Regierung wird ihre Business errolosen. Natürlich können die so wir gucken das mit der Grundsteuer. Bon, wir wissen ja noch nicht, wie die wird ausgesehen. Die müssen natürlich reformieren. Aber wir meinen nicht, dass die Spekulation vom Bauland über die Grundsteuer bekämpfen soll. Es kann vielleicht dazu beitragen, dass nicht egal was gemacht wird mit Grundsteuer. Grundsteuer als eine normale Tax wie eine andere. Kann natürlich über die B6 diskutieren, wie groß den ist, mit Grundsteuer als eine normale Tax wie eine andere. Aber gerade, weil wir Spekulanten wollen penalisieren, und nicht Proprietären, die Bauland tun, und tatsächlich etwas damit machen und nicht spekulieren, sind wir der Meinung, dass die einen anderen Weg anschlagen. Und dafür sind wir auch der Meinung, dass die Spekulanten durch eine Spezialsteuer penalisieren. Aber allgemein haben wir den Eindruck, dass gewisse Kreise heute zu Lützeburg ganz gut moderieren können, dass Lützeburg sich löserlos zu einem Land verwandelt, wo noch just die besseren Leute sich schlechten können. Gebe ich auch zu der Kategorie gehören, für die ganz besseren Leute, oder gebe ich für sie schaffen. Da gehe ich mal so, ja, perfekt. Einerseits bezahlen wir einen Mindestlohn, die weit unter dem Leid, was durch wirklich bezahlen ist. Zweitens können Dabester an die mi arm sind, sich landet, mi lechten, und muss fort. Ich hatte das schon ein paar gesagt, aber sie bei weitem nicht den Menschen, den das denkt. Ich würde auch gerne den Antoine Pacou zitieren, vom Observatoire de l'Habitat, in dem exzellenten Interview, den er gegeben hat, letzte Woche am Lützeburger Land. Da seht ihr, les propriétaires en profitent parce que les prix augmentent. L'État en profite parce qu'il dépense moins en aide aux personnes défavorisées et qu'il perçoit plus de recettes fiscales. Si on adopte un point de vue cynique, les décideurs politiques n'ont qu'à se réjouir de la gentrification, also dat immer mehr Reichleute sich scheinen installieren kommen. Herr Präsident, der Premier hat ja gemeint, dass er vielleicht nicht weiß, justement, mit den Proprietären, die über viel Bauland verfügen, vielleicht wollten sie etwas mit dem Terrain machen. Ja, wir wissen, sie wollen Sachen zu machen, spekulieren. Aber wenn etwas geschieht, da wissen wir ja auch, was so nehmen, Bande Gasbrüch, über die Wohnungen, Royal Amilius, total delirant, und anscheinend doch über die Wohnungen auf der Sterrenplatz, da gibt es anscheinend doch ein gruseliges Projekt, den ich bringen werde. Ich meine, geht lo dumm am Schwadronieren, Herr Präsident, wir müssen nicht mal Kappen machen. Wir müssen ganz klar sagen, wenn wir die großen Baulandspekulanten die Handwerk nicht lehen, wenn wir denen nicht klar machen, dass es lo durchgeht, man Profit machen im Buckel von den Leuten, da wird Wohnungsnot von Jahr zu Jahr immer mehr krass gehen, und es wird immer mehr hart gehen, eine dezente Wohnung zu finden, ohne an Armut zu verfallen. Wir müssen den Wohnungsnotstand ausrufen. Sonst geht es ganz bitter für ganz viele Leute, nach mehr bitter wird lo schon aus. Als die Lenksumme immer anders, dass wir der Regierungschef ja für die muss den Spekulanten mit hohen Steuern bestrafen.
weil es gëtt hier recht fir mat segem Reichtum aner Mënschen an d'Armut ze dreiwen. Herr Präsident, ich deposiere 5 Motionen Schüler dazu geschwart, dann hole ich die 5 Minuten. Merci. Greift das nicht? Da soll man konkret gehen, an den Artikel 16 von der Verfassung applizieren. Weil die Verfassung sieht ganz klar, der Staat kann den Eigenen am Kader von der Utilité publique gegen eine gerechte Indemnität. Und Gesetze gesehen das ja auch 4. Gesetz von 1979, da war der Herr Thorn Premierminister, ein Demokrat, also nicht mir. Das sieht doch, dass Staat, Gemengen, also gut Etablissement Publiken können an dem Sinn enteignen. An das Gesetz 2004 über den Aménagement kommunal gesagt, das auch für am Kader von der Obligation de construire. Lo kann ich so, die Gesetze greifen nicht. Mais wenn sie nicht greifen, da sollen sie dementsprechend geändert gehen. Dafür, Herr Präsident, deposieren wir eine Motion, die die Regierung abruft, Bericht zu verfassen über die Applikation vom Gesetz von 2004 an natürlich Prozedur für die Enteignung von den Spekulanten zu gucken und effikaz zu gestalten. Merci. Wenn ein Spekulant von so einer Mesure bis einkehr getroffen wird, wenn er versteht, dass der Staat es echt mengt, dass drüber aus meinem spekulative Blödsinn, da werden sich die anderen auch vielleicht Gedanken machen. Und da kommt man in einer ganz anderen Dynamik. Und da brauche ich vielleicht mal nicht mehr so viel zu enteignen. Herr Präsident, es gibt schon ein paar Mal gesagt, von unseren Hauptproblemen ist auch den, dass die öffentliche Hand, Staat oder Gemengen nicht über genügend Bauland verfügt. Das brauchen wir aber massiv, wenn wir Wohnungen oder auch andere Infrastrukturen bauen wollen. Es soll ja einen speziellen öffentlichen Fonds geschaffen gehen, den es dem Staat soll ermöglichen, Bauland abzukaufen. Da geht also im Prinzip nicht anzuwenden, aber wir unterstützen das auch. Wenn wir durchneist, dass dem Fonds sein Nutzen noch kein ausgeweitet gehen. Wir hatten hier für eine paar Monate, das ist nicht lange hier, eine kleine hitzige Diskussion zwischen der CSV und der Innenminister, weil sie mitgeteilt hat, dass sie keine Verkauf von Gemengebäuden mehr in der Schreibe geben, weil du sich an unseren Jahren auch ein positiv Sache. Du gehst ein bisschen gehurelt, weil das wäre ein schlimmer Angriff an die Gemengenautonomie. Ich meine, den halt so wie wenn an der Schweiz, letztens beispielsweise zu Zusammenband von Kantungen. Darüber lässt sich aber streiten, weil man aber muss feststellen, dass die Gemengenautonomie seine Grenzen gewesen hat, der Punkt der Wohnungsbau für das Gelände auszudrücken. Das Problem ist ja den, dass es nicht von einer Innenministerin kann aufhängen, dass kein Gemengebauland mehr vorauslegt wird. Madame Bofferding hat angekündigt, sie gehen das nicht unterstützen, das ist richtig, aber wie weiß, wie die Nachfolgerin oder der Nachfolger handeln geht. Wir müssen eine Regel finden, die einerseits die Gemengen nicht verbietet, für Terrain zu verkaufen, und andererseits dafür sorgt, dass ein Terrain nicht an privater Hand landet. Dafür schlagen wir vor, an einer Motion, dass wenn ein Gemeng Bauland verkaufen will, dass der spezielle Logementsfonds es kennt abkaufen. Ich meine, dummer, da wie jeder zufrieden, Gemengen dürfen verkaufen, die Allgemeinheit verliert kein Bauland, administrativ kriegt man einen Streit mit den Gemengen. Merci. Zu allerletzt, Herr Präsident, an der vierten Legislaturperiode hat man eine Motion deposiert, die die Regierung aufgefordert hat, dafür zu sorgen, dass alle Assoziationen oder SPL, die an der Schaffung von Sozialwohnungen aktiv sind, einen TVA-Topf von 3% umzuwenden am Platz, den von 17%, wie das der Fall ist. Sie dürfen nicht aufgewiesen, mehr weitergelehnt an der Finanzkommission, und obwohl das Reglement vorgesagt, dass nur 3 Monate eine Motion, die weitergeht an eine Kommission, muss zurückhalten an das Plenum kommen, dass da nichts geschieht. Wir sind aber weiter in der Meinung, und ich gehe davon aus, dass wir nicht die Einzigen sind, weil das war ja auch schon gleich so der Fall, dass das eine gute Mesure wäre, und dafür wollte man so ab Neues erinnern, deposieren. Sie das Licht geändert gehen, weil Sachen noch geändert haben an der Zwischenzeit. Aber dafür gibt man sie nach ein Kerl deposieren. Das ist natürlich eine Motion, die nicht an der Logementskommission mit mehr an der Finanzkommission, wann sie ein Kerl weitergelegt wird. Herr Präsident, so beim Logement wie an ganz vielen Bereichen gibt es just eine Regel. Am Schluss dezidiert den über das größte Geld verfügt, also der realer Markt. Du kannst ihn so viel Soen an machen, wie ihr will, und wir dürfen nach die eine oder die andere kleine Mesure durchdiskutieren, bis es getrunken wird.
Mit die, die dat groß Geld tun, die sitzen mal nicht drei, die brauchen dat mal nicht. Hinne geheiert natürlich schon sowieso. Dafür sind wir so angeengt. Ich meine, das ist der Kampf, den wir hier müssen feiern, das Land aus sich zurückerobern, das Land der Menschen zurückgehen. Und da kriegen wir das Logementsproblem gelöst und da kriegen wir wahrscheinlich auch ganz viele andere Probleme gelöst. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Werner. Letzter geschäftige Redner als Honorable Herr Marc Görgen. Herr Görgen, du hast das Wort.